Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal voll im Bundesliga-Topspiel bei Bayern 04 Leverkusen. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums hier. Trainer und Sportvorstand und euch natürlich zahlreich. Also, dann legen wir los. Ja, let's go, Alter. Erste Frage hier vorne, Felix Fischer für Sky mit dem Mikrofon. Hallo Max, hallo Vincent. Sozusagen eine ganz aktuelle Frage. Es herrscht ein bisschen Schneechaos jetzt in München. Beeinflusst das die Vorbereitung? Beeinflusst das Training oder ist es egal? Ich habe gerade gegen Max gesagt, ich habe in den letzten 3 Monaten vielleicht mehr Schnee gesehen als in den letzten 15 Jahren in England zum Beispiel. Und, aber nein, wir haben die Heizung und ich glaube, die Spiele sind das hier gewohnt. Also die Vorbereitung ist für uns ganz normal. Dankeschön. Gleich nebendran Marc Gabel für RTL. Guten Morgen zusammen. Jetzt sind es ja nur 27 Stunden, die man hier in München verbringt. Dann geht es schon wieder weiter. Schweres Auswärtsspiel gehabt. Leverkusen hatte spielfrei unter der Woche. Kann das eine Rolle spielen? Darf das eine Rolle spielen? Gerne die Frage an beide. Es darf keine Rolle spielen, es kann eine Rolle spielen, aber wir sind das auch gewöhnt. Und für uns ist... Junge, was eine Frage wieder. Haut mich wieder aus allen Latschen, Alter. Also wir spielen seit Jahren englische Woche auf englische Woche auf englische Woche und ja. Wir sind mental auch dabei. Und selbst wenn es eine Rolle spielen sollte, dann ist man selber schuld. Hätte man halt in Feyenoord nicht 13:0 verloren, hätte man sich dieses Spiel schenken können. Ja. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt lieber ein bisschen Ruhe haben. Nein, wir wollen auch wieder spielen. Wir wollen dieses Spiel auch angehen, jetzt in dieses Moment gerade. Und wir haben die Kader dafür. Wir haben im Moment fast keine Verletzte und deswegen ist es für uns auch nicht so, dass wir auf einmal sagen, dass dieses Spiel nicht im richtigen Moment kommt. Nein. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, wir werden uns auch freuen auf diese Periode, auf diese Phase. Und wir haben das jetzt gut angefangen und wir wollen so weitermachen. Ich glaube, er hat alles gesagt. Also, ja. Wir freuen uns einfach drauf. Wir freuen uns drauf, solche Spiele zu haben. Und ob jetzt die kurze Zeit in München und dann wieder nach Köln und dann nach Leverkusen zu gehen, es ist einfach ein großartiges Spiel, auf das wir uns extrem freuen. Und ich weiß, dass es bei den Jungs genauso ist. Und dann bei solchen Spielen geht auch diese Belastung oder dieses Gefühl, oh, ich bin müde. Ich glaube, das haben wir nicht. Nächster in der ersten Reihe, Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Herr Company, Sie haben jetzt gerade beide schon betont, dass Sie sich sehr aufs Spiel morgen freuen. Was ist denn der Schlüssel zum Erfolg und was sind auch Ihre Lehren aus den bisherigen 2 Spielen gegen Leverkusen in dieser Saison? Boah, weiß ich nicht, ob man da so viel Lehren rausziehen kann. Ich glaube nicht, dass Leverkusen zu Hause genauso auftritt wie auswärts. Würde mich auf jeden Fall wundern. Aber wer weiß. Ja, die beiden Spiele waren ganz eng natürlich. Aber das erwartet man auch in diesen Spielen. Den Unterschied letztendlich passiert oft in Momenten in solchen Spielen. Und die Qualität ist natürlich sehr, sehr groß für beide Mannschaften. Aber okay, ich glaube, es waren auch 2 unterschiedliche Spiele. In einer haben wir ganz früh eine rote Karte bekommen, in die andere haben wir eigentlich sehr dominant gespielt, aber es ist jetzt auswärts. Und man weiß in diesen Spielen nie, was man 100% erwarten kann, aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass die Intensität sehr hoch sein wird und die Qualität sehr hoch. Und wir haben das Ziel einfach zu gewinnen. Wenn das klappt, dann ist es für uns eine gute Wochenende. Aber leicht wird es nicht sein. Auf der linken Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo in die Runde. Vincent, in Fußball Deutschland spricht man gern davon, man braucht einen Abwehrboss, einen Abwehrchef. Mein Eindruck ist, dass der FC Bayern keinen Abwehrboss hat. Was guckt der Max Eberl denn die ganze Zeit so verkrampft? Was ist los mit ihm? Sondern dass das ein bisschen verteilt wird auf alle, dass die alle gleichberechtigt sind, die Innenverteidiger. Braucht man heutzutage noch einen Leitwolf, einen Abwehrboss, oder ist es besser, die Verantwortung zu verteilen? Es sind immer diese Sprüche, wo es ist schwer zu sagen, wenn du mal ein paar Preise hoch in die Luft steckst, dann hast du auf einmal viele Bosse. Also das kommt erstmal danach, diese
diese Aussage von Anfang an, das ist so eine Aussage, die ich schon seit 30 Jahren höre. Also das kommt immer wieder, in egal welcher Mannschaft. Und ich war als junger Spieler auch nicht sofort gesehen als Abwehrboss. Und am Ende war das ganz deutlich, wer der Boss war in der Verteidigung. Und das muss wachsen und das kannst du nicht hoch reden. Das muss man zeigen und das dauert ein bisschen. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben auf jeden Fall, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir können sehr, sehr viele Chefs haben, aber wir brauchen auch ein bisschen Qualität und wir haben sehr, sehr viel Qualität und das ist wichtig. Ich glaube auch, dass Upa da auf einem guten Weg ist. Hat diese Saison auf jeden Fall schon in den ein oder anderen Spielen war er schon teilweise mehr präsent, wie es ein bisschen Kimmich war. Also ich denke, Upa ist schon auf einem guten Weg dahin, der Abwehrboss zu sein. Ja? Wie er schon sagte, wenn du nicht der Typ bist, es gibt Typen, da ist das einfach so, wie so ein Delicht oder sowas, die haben das halt einfach, die Ausstrahlung, ja. Wenn dem nicht so ist, gehe ich mit. Ja, dann ist das so, das kommt dann einfach, wenn du Titel gewinnst, wenn du Selbstvertrauen hast und so weiter, wenn du auch das Vertrauen vom Trainer hast in diese Richtung. Und ich denke schon, dass man das bei Upa diese Saison sieht, dass er schon in diese Richtung geht. Ja, wir werden sehen. Ja, bitte, Handzeichen nach oben. Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an Herrn Eberl. Wie viel Vorentscheidung in Meisterschaft kann das Spiel morgen bringen? Und an Herrn Kompany. Was muss man tun, um Florian Wirtz zu stoppen? Ihn festbinden am Torpfosten. Ja, diese Fragen sind immer ganz schwer, aber ich werde genauso antworten, wie meine Kollege wahrscheinlich Xabi Alonso antworten wird über Jamal Musiala zum Beispiel. Man muss naja, Musiala ist gerade auch nicht in der Form, in der er der entscheidende Faktor sein kann. Ich wünsche es mir, dass er vielleicht morgen mehr Form hat und weniger eigensinnig ist und mal wieder ein bisschen die Lockerheit findet im direkten Duell. Wir werden es sehen. Die letzten Spiele waren alle sehr verbissen und sehr Star-Allüren-mäßig. Muss das Kollektiv immer lösen. Diese Spiele finden immer einen Moment. Und Deutschland darf sehr, sehr glücklich sein und froh sein, dass sie diese zwei Spiele haben. Und individuell reicht es nicht. Du musst das Kollektiv lösen. Aber das wissen wir, das weiß jeder und das hoffen wir auch. Vorentscheid. Es sind noch einige Spiele zu spielen danach. Wir wollen einfach nach Leverkusen fahren. Ja, natürlich ist es eine Vorentscheidung. Wenn wir gegen Leverkusen gewinnen sollten, sind es 11 Punkte, dann sind wir Deutscher Meister. Punkt. Da lege ich mich fest. Als wenn wir dann nochmal 4 Spiele verlieren sollten, dann müssten wir in eine richtige Krise reinschlendern. Okay, sagen wir, warten wir die nächsten beiden Spiele meinetwegen noch ab. Aber wenn du 11 Punkte Vorsprung hast, ja, da musst du schon Stuttgart und Frankfurt verlieren, damit man wieder reden kann, oh ja, es wird jetzt nochmal spannend. Ja, also. Was wir gesagt haben, wir freuen uns auf dieses Spiel, weil Leverkusen, das hat Vini vorhin im Vorgespräch gesagt, in den letzten 18 Monaten einfach einen herausragenden Job machen, zu den besten Mannschaften mit uns und anderen in Deutschland, aber auch in Europa gehören. Ja, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend ist es einfach ein großartiges Spiel, wo wir uns messen wollen. Wir haben jetzt zu Hause zweimal gespielt, wie jetzt gerade gesagt, unterschiedlich. Beide Spiele, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt, aber nichts gewonnen, kein Spiel gewonnen. Und jetzt wollen wir da hinfahren und das Spiel gewinnen. Und danach wird man sehen, wie die Tabelle dann aussieht. Es kann jeder lesen, wie es danach aussehen würde. Aber erstmal fahren wir mit 8 Punkten dahin und das gibt erstmal ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, wenn es nicht gewinnt, sind es 5 Punkte. So, spielst du dann nochmal ein Unentschieden gegen Frankfurt, Leverkusen gewinnt, ja, dann sind es 3 Punkte. Ja, und dann ist wieder alles drin. Also, das kann halt in die und die Richtung gehen. Ne? Die Situation hergibt, dann muss Leverkusen wahrscheinlich eher gewinnen als wir, um es offen zu halten. Was nicht heißt, dass wir irgendwie abwarten, sondern wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und deswegen sehe ich dieses Spiel ein Stück weit separat und freue mich da sehr, sehr drauf. Ja, deswegen kann ich mir halt einfach auch nicht vorstellen, dass Leverkusen so defensiv agieren wird wie in den beiden Spielen bei uns. Ja, weil wie Max es sagt, Leverkusen kann sich eigentlich nicht erlauben, da jetzt auf den Unentschieden zu gehen oder zu sagen, ja, wir gucken mal. Ja, wir sind mit dem Punkt zufrieden, also bei 8 Punkten Rückstand. Marc Gabel wieder an der Reihe. Ich würde da gerne nochmal nachhaken, Herr Eberl.
Xabi Alonso hat noch nie verloren als Bayer-Trainer gegen Bayern. 2 Siege, 2 Unentschieden, das kann nicht zum bayerischen Selbstverständnis so ein bisschen passen. Wie jetzt unabhängig von tabellarischen Konstellationen und dass das möglicherweise ein Meisterschaftsmatchball sein kann, wie sehr brennt auch so ein bisschen dieses Gefühl, okay, da jetzt mal ein Statement zu setzen, einen Sieg einzufahren, damit auch die, in Anführungsstrichen sage ich mal, die Vormachtstellung, was den deutschen Fußball angeht, klar verteilt ist weiterhin. Ich weiß, dass es sehr immer auf Personen reduziert wird. Jetzt haben wir gegen Xabi Alonso noch nicht gewonnen, aber er spielt Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und wir sind 8 Punkte vor, plus Torverhältnis. Also wenn man über Vormachtstellung spricht, dann haben wir erstmal den immer noch amtierenden deutschen Meister momentan doch im Schach gehalten über die Saison hinweg. Und es geht dann nicht um 1 oder 2 Spiele, es geht um die ganze Saison. Dafür wirst du dann deutscher Meister. Man sagt immer, das ist der ehrlichste Titel, den du gewinnen kannst. Und da haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Und natürlich wollen wir aber jedes Spiel gewinnen. Und ob es jetzt Holstein Kiel ist, ob es Heidenheim ist, ob es Augsburg ist oder Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, ob zu Hause oder auswärts, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und darum geht es uns. Und das gilt das morgen in diesem Topspiel gegen Bayer Leverkusen, dass wir da gewinnen wollen. Aber nicht, um dann Xabi Alonso in die Schranken zu weisen, nach dem Motto, jetzt haben wir ihn mal geschlagen, sondern einfach die noch bessere Ausgangslage für den FC Bayern München zu schaffen. Dann Felix Fischer wieder bitte. Ja, gute Antwort. Jetzt hat gefühlt dieses Spiel so ein bisschen den Rang abgelaufen gegenüber früher Bayern, Dortmund, was früher so vielleicht das größte Spiel in Deutschland war. Wie sehen Sie die Bedeutung international? Vielleicht können Sie es auch aus England so ein bisschen beschreiben. Wird viel darauf geguckt? Hat es eine hohe Aufmerksamkeit? Ja, diese Spiele immer, glaube ich. Und das haben wir auch gespürt. Naja, hatte Leverkusen Bayern nie. Ja, sind wir mal ehrlich. Also, bitte euch. Aufgrund welcher Fanszene auch in Leverkusen. Ja, also, auch jetzt strahlt für mich Leverkusen gegen Bayern mit Sicherheit nicht das aus, was Dortmund gegen Bayern ausstrahlt. Aber das mag vielleicht auch an meinem Wohnort liegen. Ja, alles gut. Natürlich ist das gerade das Topspiel, auch im letzten Jahr gewesen. Oder erst recht, weil sie deutscher Meister geworden sind jetzt. Aber das jetzt mit dem Spiel gegen Dortmund gleichzustellen, nee. Aufgrund von einem oder 2 guten Jahren, die Leverkusen gerade hat, nee. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, damit man das irgendwie sagt. Das läuft gerade gegen Dortmund den Rang ab. Und ich denke auch international gesehen. In die ersten 2 Spiele gegen Leverkusen, dass es einfach sehr, sehr viele Leute interessiert. Und ja, was für mich auch deutlich ist, also man darf nicht vergessen, die haben nur einmal verloren in den letzten 18 Monaten. Und das heißt, in meiner Meinung, ich habe das auch gesehen in England ein bisschen, es gab immer Arsenal United, dann City United, dann war es City Liverpool und das gab immer. Und wenn man jetzt schaut auf die Bundesliga, es würde mich nicht überraschen, wenn die in diese Konstellation weitergehen, dass die auch regelmäßig über die 80 Punkte kommen und nicht weit entfernt von 90 Punkte sind. Das heißt, dass Bayern einfach auch immer ganz gut sein muss, damit man von diesen Konkurrenten gewinnt. Und das zeigt natürlich, wie gut die arbeiten. Aber wir sind uns davon bewusst und ich glaube, wir haben diesen Schritt gemacht, um jetzt diese Konkurrenz anzugehen. Und in dieses Spiel ist einfach so, ja, die haben in die 18 Monate nur einmal verloren. Und wir würden gerne eine von diesen Mannschaften sein, die das jetzt schafft, die das auch auswärts da gewinnt morgen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Auf der linken Seite David Fehrer für Bild. Ja, hallo, eine Frage an beide. Fußball Deutschland diskutiert ja viel, ob Jamal Musiala und Florian Wirtz überhaupt zusammenspielen können. Wie finden Sie eigentlich, wie machen... Nee, deswegen, Nagelsmann stellt auch immer nur einen von beiden auf in der Nationalmannschaft. Weil die können nicht so gut zusammenspielen. Die beiden das in der Nationalmannschaft zusammen. Geht das oder geht's nicht? Was eine dumme Scheiße. Ich weiß nicht. Nur ein Punkt, ihr habt beide über Fußball Deutschland gesprochen und vielleicht habt ihr das vorher schon abgesprochen. Nein, also ja. Okay. Fußball Deutschland darf, glaube ich, einfach froh sein und glücklich sein, dass die beide für Deutschland spielen. Also ich komme aus Belgien, ich würde das auch gerne haben, wenn die für uns spielen könnten, aber das geht jetzt nicht. Und ich glaube, man muss nicht zu viel suchen auf die Unterschiede, wer ist besser. Das sind zwei überragende Spiele. Wir können alle
ganz genau sagen, was die gut machen und was die what makes them special, ja, besonders macht. Und es ist schon selten, dass diese beiden Spieler von diesem Niveau gleiche Generation sind, in gleiche Liga spielen und noch zusammenspielen in der Nationalmannschaft. Schon Besonderes. Ich kann mich nicht erinnern, dass das oft passiert. Und die sind jetzt noch jung, das heißt, die besten Jahre kommen noch. Und was ich kenne Florian Wirtz nicht als Person, aber ich kenne Jamal als Person. Und ich habe volles Vertrauen, dass die noch besser werden, wenn die so weitermachen. Ja. Aber ich empfinde, wir haben es doch schon gesehen bei der Europameisterschaft. Also wir haben doch gesagt, Deutschland ist wieder da und wir freuen uns. Ich finde, dann beide schon zusammen gezeigt, was sie können. Auch in anderen Länderspielen haben sie schon gezeigt. Ja, bei herausragenden Fußballern ist es einfach so, die können miteinander, weil die einfach diese Spielintelligenz haben, dieses Gefühl haben, dieses Verständnis haben, jeder mit seinen Stärken. Es ist für mich außer Frage, dass die beiden sehr, sehr gut zusammenspielen können. Dann auch von der Bild-Zeitung Nikolaus Linner. Servus zusammen. Die obligatorische Personalfrage an den Coach. Wie ist denn der Stand bei João Palhinha, bei Alphonso Davies und auch bei Daniel Peretz und beim Rest des Teams? Sind da alle fit, um nach Leverkusen mitzufahren? Ja, also grundsätzlich ändert sich bei uns hoffentlich und normalerweise nichts zu diesem Spiel. Also, es ändert sich nichts im Kader zu diesem Spiel. Wer ist nicht verfügbar und wer ist verfügbar? Das ist deutlich, oder nicht? Sie haben gesagt, Peretz ist verletzt, Palhinha ist nicht dabei, haben Sie gesagt. Und haben Sie auch noch gesagt, Fonzie Davies, oder? Und ich habe gesagt, es ändert sich nichts vom Kader von Celtic. Ja, der Bild muss das nochmal extra erklären. Können wir die ungefähr zurückerwarten? Haben Sie da schon eine Prognose? Wann? Nein, das müssen wir noch sehen. Also es ist nicht, dass die weit weg sind zum Beispiel. Also wenn man das einordnen muss, da würde ich sagen, dass wir erstmal einen Joao zurückbekommen, dann Fonzie, dann Perez. Aber jetzt für dieses Spiel ändert sich nichts. Dahinter Stefan Kumberger nochmal bitte. Frage an Max Eberl. Ex-Bundestrainer Jogi Löw hat gesagt, er würde anstelle von Joshua Kimmich den Weg ins Ausland suchen. Wie groß ist die Gefahr, dass solche Einflüsterungen, Tipps, Ratschläge öffentlich zunehmen und dass dann Joshua Kimmich vielleicht wegtreibt vom FC Bayern? Ist ja doch ein berufener Mund, der sich da äußert. Aber ich glaube, Joshua Kimmich hat gern sein eigenes Schicksal in eigener Hand und ich glaube, dass er sehr, sehr viele Ratschläge bekommt. Er sich aber auf sich und seine Familie konzentriert, was seine nächsten Schritte sein sollen. Deswegen, ich glaube, jeder wird gefragt, viele werden gefragt, viele haben eine Meinung. Aber Josh ist ja jetzt ein Spieler, wir haben gerade über das Thema Führungsspieler gesprochen. Also wenn wir von Führungsspieler sprechen, dann ist es, glaube ich, Josh und dann weiß er genau, was er will in seiner Karriere. Ich glaube, wir kommen schon zum Ende langsam. Vincent Schirpke nochmal. Nochmal eine Frage an den Company zur Herangehensweise für morgen. Max Eberl hat es gerade schon gesagt, Leverkusen braucht den Sieg vielleicht ein Stück mehr. Ist es da vielleicht verlockend zu sagen, wir lassen Leverkusen mal kommen, die vielleicht ins offene Messer laufen, oder wollen Sie auch morgen wieder voll vorne drauf, Vollgas und pressen? Ja, ich muss ehrlich sagen, also erstmal Leverkusen, man kann davon ausgehen, dass sie so oder so denken, aber letztendlich die haben gezeigt in den letzten Jahren, dass die voll pressen können, wenn die brauchen, dass die tief verteidigen können, wenn die das. Ja, da hat Leverkusen uns auf jeden Fall auch noch was voraus. Ne? Weil wir unter Kompanie habe ich das auf jeden Fall noch nicht so wahrgenommen, dass wir irgendwie das tiefe Stehen besonders gut können. Immer wenn wir das machen und mal einen Gang rausnehmen oder so, dann klingelt es meistens. Ja, von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Herangehensweise gegen Leverkusen ist. Ja, man kann jetzt ein bisschen defensiver agieren, das ist schon alles gut. Ja, ein bisschen mehr Ballkontrolle, aber ob das mit Leverkusen so einfach machbar ist, wenn die pressen, weiß ich auch nicht. Man wird sehen. Es ist ein interessantes Spiel. Wollen. Und das ist natürlich eine Stärke, dass die haben. Ich glaube, für uns ist es eher eine Sache von
wir sind jetzt in einer Phase, in einem Moment, wo wir uns nicht zu viele Gedanken machen wollen über was der Gegner macht, so oder so. Taktisch schön, auf jeden Fall. Und dass die pressen können oder dass die tiefer bleiben können und die Kante suchen können, das wissen wir. Das spielt immer eine wichtige Rolle. Aber du musst trotzdem vorbereitet sein für beides. Ja. Und von unserer Seite geht es immer darauf, dass wir einfach in jeder Phase als Ziel haben, gefährlich zu sein für die Gegner. Ob das jetzt Pressing ist, ob das jetzt manchmal ist in tiefe Verteidiger. Und wenn einer sich das verdient, dann verteidigen wir tief und können wir das auch machen. Wenn einer uns die Chance gibt, ob wir das machen können, gilt zu beweisen. Ja. Zu pressen und den Ball hoch zu erobern, dann machen wir das auch. Das ändert sich nicht von einem Spiel bis zum anderen. Es ist nur so, dass wir ganz oft ganz gut Pressing gemacht haben und deswegen hat es funktioniert. Aber wenn einer diese Pressing überspielt, dann können wir auch tief verteidigen. Aber es ist nicht, die Mentalität wird sich nicht ändern, auf jeden Fall nicht. Aber wir sind immer vorbereitet auf beide. Ich werde es noch einmal ganz deutlich sagen, wir verteidigen eigentlich sehr wenig tief. Hat nichts zu tun mit dass wir das nicht können oder wollen, hat zu tun, dass die anderen sich das verdienen müssen. Und sonst wollen wir den Ball haben und wollen wir Tore schießen, auf egal welche Phase. Ja. Okay, dann danke Max, danke Winnie, danke euch. Bis morgen. Danke. Servus. Ciao. Klare Aussage. Also Feuer frei, es sei denn, Leverkusen schafft es, uns hinten reinzudrängen, dann verteidigen wir tief. So interpretiere ich den ganzen Bums mal. Und ja, nichts Überraschendes auf der PK. Ja, alles gut, ich freue mich aufs Spiel, ich hoffe ihr auch. Und ich bin gespannt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt einen schönen Tag, guten Start ins Wochenende, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.